Guten Dach mitnehmen. Da bin ich noch is mal wer. Ich will ufen Dage ist dat Grimmsche Märchen den ollen Sultan vorlesen, wat ich in Plattdeutsch übersatt hab. Etwas isen mal ne Burenfamilie, die hadden ne ollen Rühen. Die wurde Sultan ropen. As de so in de Jahre kwem, wo de Tande ut fehlen und et mit de Augen auch nicht beter wurde, da was sie für den Bur bloß noch ne Last. He lacht den ganzen Dach in sin Hütken up'm Hof in Hoog und lädt den Herrgott ne guten Mann wesen. Eines Dachs sagt den Bur to sine Frau, wat mag wie dann bloß mit use Sultan? Hi kann ja nichts mehr Dev in de Flucht schlohn. Ich klöf, et is beter, wann ich morgen mit mine Flinte van Leven afhelp. Die Frau, die den ollen Hund lädt, und darum will sie nix van dat ansehen. Ich mein, wie sollen lieber dat Gnadenbrot geben, wegen ate us ja johnlang trü dehnt hef. Sultan, die Buten für die Döre lach, hatte alles mit angehört. Und he was trurig, dat von Tage sin letzten Dach wesen soll. Orms leb he in Busk, no sin Freund, den Wolf, und klagen sin Leid. Den Wolf hatte apat ne gute Idee und schlug vor, für die Burslö Gott doch morgen wer in Heu. Da nimmt se doch auch kleinet Kind mit und dat lecht se achter die Hegge, dat da nix ankommen kann und auch nicht die Sünne, dat kleine in Gesichte schint. Wann sie so an Arbeiten bünd, nehm ich mi die Kleine und lobte mit weg ob den Busk to. Dann musst du mi no loben und wann wir dann in Busk bünd, dann lot ich dat Kind fallen und du löpst dann de met wer trüge und dann süt dat so ut, als wann du dat Kind rettet hes. Sultan gefehl dat und so wurde et dann auch Magd. As den Bur den Wolf mit dat kleine weglopen such, krieg je grote Angst und versuch, den Wolf inzuhalen. Apat dat klappen nicht und den Wolf lebte mit in den Busk. Den Vater was wahne ans Schreien, und da lebt Sultan den Wolf no in den Busk. Den Wolf wochten all achtern Strug, lädt dat kleine fallen und Sultan schnappen sich dat Kind und quemde mit den Bur entteggen. Die was heel froh und sagte sine Frau, use Sultan können wir nicht dankbar genug wesen, denn trühen rühren, denn salbi us dat Gnadenbrot kriegen. Ich go glicks in de Köcke und mag ne wegen breifährig, die kann he beter ohne Tande runterkriegen. Ich sal dafür sorgen, dat hier bi us op'm Hof kin Hohr krümmt wird. Dann halen he noch sin Kopfküssen ut Bette und bracht dat in de Hütte op'm Hof, dat Sultan noch voll Weker legen soll. Ja, so gut as no hatte Sultan dat all de Jahre vorher noch nicht hat. An nächsten Dach melde sich den Wolf bi Sultan und woll no sine Belohnung ihn fordern. Min leven Freund, so funke ante Schliem, du hast doch wisse nix te teggen, wann ich mi hier van de Schörpe is ute Herde haal. Ich mut doch auch wat guts te freten hem. Aber da war se bi Sultan an de verkehrte Adresse kommen. Nix da, sagt Sultan, ich bin min Bur trü. Sög du die woanders wat te freten. Den Wolf dach, dat Sultan dat bloß ut Jux sach und quem in die folgende Nacht op'm Hof und woll sich n Schatten Schorb halen. Da wurde he van den Bur in Empfang genommen, wegen at Sultan dat Dachs vorher an den Bur verraten hatte. Die Bur nahm den Döschkeflegel und bearbeiten dat Fell van den Wolf düchtig, so dat de jaulend dat Wiede soch
Und Sultan Toreb, du undankbaren Kerl, dat sast du mi noch büßen. Den Wolf was nur so ob Rache ut, dat he andern Dachs n Schwien no Sultan schickte. Dat soll an de Siete storn, wann he in Busk mit Sultan utmaken woll, wat sake was. Sultan wasste mit ihn verstorne, apat he von nüms, wel war unterstützen kon. Bloß die olle Katte van Hof, die 3 Beine hatte, woll war mit in den Bus korn, auch wann sie voll Lutter Pine an Hümpeln was und dorbi ihren Stadt Piel up in der Höchte stock. Als die beiden in Busk anquemen, wassen Wolf und Schwien all dor und wochten up die beiden. Van Wieden sogen sie den hogen Stadt und dachten, dat Sultan mit n Dier mit ne groten langen Säbel up to quem. Sie wurden so bange, dat Schwien sich forts unter Lof verkrob und den Wolf sich no Bobben in den nächsten Boom verstoppte. Die drehbeinige Katte war so an Strümpeln, dat et utzog, als wann sie bei jeden Tratten stehen van Bodden upnahm, womit sie nachher ob Wolf und Schwien schmieden woll. Sultan und die Katte wundern sich, dat die beiden andern nicht kommen wassen und wollen aber gorn. Da sucht die Katte, dat sich dat Lofenbettgen bewegen. Dat Schwien hatte sich war nicht gut mit Luft deckt, so dat die Ohren und dat Lofrut keken. Dat mut doch kleine Müskes wesen, dachte die Katte und sprung mit ne gewaltigen Satz ob die Schwieneohren to und bet sich mit Karacho drin faste. Dat Schwien sprung jaulend up und lebte dör. Et wies ob den Boom und rieb Sultan und die Katte to, da bobben in den Boom, da sitten Schuldigen. Den Wolf schamte sich, dat he so ob den Stadt van de Katte rinfallen was. Und bot Sultan an, van no an, in Frä mit Nene te leben, wat Sultan ob forts annom. Und so blieben sie gute Freunde. Und wann sie nicht storven bünd, dann läft sie für Tage noch. Nu halt du Kregel und ich sech, gut gon.